Jetzt habe ich gemeint, dass es hier auch eine Chance auf ein Double gibt. Doubles sind nicht speziell belohnt, nur Doppelkopfschüsse, was auch noch ein bisschen makaber ist, aber ja. Es ist ein Sniper-Game, Headshots immer schön. Also, nein, es ist glaube ich eben so, ja, es ist die hure blöd beieinander. Die Frage ist jetzt einfach, ob ich hier irgendjemanden überschlängeln kann. Und das Gute ist, wenn man so am Boden liegt, sie sehen ihn nicht. Sie sehen ihn wirklich nicht. Das ist schon ein bisschen hart. Ja, wenn ich noch ein bisschen vorkomme und noch ein bisschen rechts, könnte ich das fast versuchen. Vor jetzt, wobei noch eine kleine Holzwang auch noch. Let's try. Eben auch gerade als kleine Demonstration. Gut, hier ist es schon relativ dunkel, das spricht auch für die Gegner. Also, jetzt muss ich schnell überlegen. Ich denke, wenn ich jemanden hier reinhebe, dann sollte ich sie nehmen. Beide down. Ich denke, das hätte ein Doppel-Headshot können sein. Jetzt, ich weiss nicht, ob der Kollege geschnallt hat. Darum sind wir schnell mal ein bisschen vorsichtig. Ich weiss auch gerade gar nicht, wo der genau ist. Ah, mal, schau jetzt. Hey, der hängt dort noch. Hey, nein, der raucht dort noch chillig, Eis. Oder ist das vom Wasserfall gewesen? Okay. Ja, ihr seht, das ist eher ein simples Spiel. Wenn man es da auch ein bisschen kennt. Und ich habe jetzt gesehen, dass wir jetzt schon auf die 20 Minuten zusteuern. Allzu lang geht das Level jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ich würde das sonst geschwind noch zu Ende spielen. Ich meine, es kann jeder wegklicken, der keinen Bock mehr hat. Wie immer. Jetzt müsst ihr schauen, der war vor am Telefon. Jetzt muss ich hier schnell abblicken, sonst sieht mich der Sniper. Komm schon. Get the fuck down. Schön. Gut, er hat jetzt gerade in die andere Richtung geschaut. Das ist noch praktisch. Da oben drauf ist er. He? Kurz warten, bis er still steht. Genau. Und Feierabend. Ich bin nur in diesem Körper drinnen rumgehängt. Das ist auch wieder mal hure strange. Aber eine gute Deckung, ja. Hier noch schnell eine Verstärkung. Kurz. Jetzt können wir hier, glaube ich, einfach drüber jumpen. Ja, er ist noch relativ beweglich. Das ist noch gut. Vor allem kann man auch säckeln, aber unendlich, das ist noch chillig. Jetzt kommen wir hier an den nächsten Spot her. Da ist alles ein bisschen Blut, alles ein bisschen verballert. Wie auch immer. Jetzt werde ich hier sehen, genau. Weil dort hinten steht einer. Jetzt bin ich abgelegen und der Typ hat keine Blase mehr. Weil er mit seinem Nachtsichtgerät durch die Wange hineinschaut. Jetzt läuft er auf mich zu. He? Ich werde schon leicht nervös. Ich weiß nicht, was passiert. Oh, jetzt sieht er mich. Und schon ist Feierabend. Aber ja. Es ist nicht so schwierig auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, wenn man weiss, wo sie sich bewegen, wie sie sich bewegen, so ein bisschen in die Richtung. Jetzt müssen wir hier kurz wieder mal auskundschaften. Ein Sniper haben wir dort hinten. Da unten hat es ein paar einzelne Gegner, alles nichts Grosses, noch einen auf dem MG. Ja. Der Sniper muss man zu einem gewissen Zeitpunkt ausnehmen. Das ist mir das letzte Mal gesagt worden. Schnell schauen, wie es hier jetzt funktioniert. Jetzt wartet er dort. He? Jetzt geht es am besten nehmen, wenn er hier hinten ist oder so. Ja, da komme ich zwicken jetzt einfach ab. Ich habe keinen Bock mehr zu warten. Aber ich muss warten, bis es pünktlich ist. Jetzt ist gut. Komm schon, warte dort. Ja. Ah ja, sie hat irgendetwas genau empfohlen, aber auf das habe ich auch das letzte Mal schon geschissen. Dann war es nicht schlimm gewesen. Es wäre leider, wenn die Mission gefehlt wäre. Oh fuck, der zieht durchs Gebäude durch. He? Sie schauen, dass ich da beim Ausgang verwünsche. Nicht, dass der dort noch irgendetwas sieht, was er nicht sieht. Jawohl. Da hätten wir auch. Jetzt steht hier. Nein, nehmen wir da am MG hinten zuerst. Ja. Es ist relativ starker Wind gegen rechts. Nehme ich an, dass ich mich etwa so muss positionieren muss. Ja. Fast gestummen. Luftanhalt ist auch chillig. Jetzt da ist, glaube ich, relativ weit vorne. Da muss ich kurz aufhäckeln. Ja. Der hat nichts geschnallt, weil er hier so ein bisschen am Pennen ist. Halb. Trotz dem starken Wind sollte er gehen. Ja. So, und jetzt kommt nur der Schlauste von allen. Wo ist er? Da. Ich weiss. Das ist wirklich ein richtig hohle Schau. Alle seine Kollegen ausradiert. Er ist dort auch kurz gebeiseln oder so. Jetzt kannst du runterjumpen.
Ja, vielleicht gäbe es da irgendwelche Sachen, die man jetzt in diesem Haus noch aufsammeln können oder so, aber ich habe es schon erwähnt, irgendwie geht es da nicht wirklich um das. Jetzt kann ich schnell... Nein, das Nachtsichtgerät rausnehmen. Damit man gleich noch etwas auch von den Farben noch mitbekommt, weil wenn es jetzt nicht gerade Nacht ist, aber es gibt auch Level am Tag, dann ist es schon noch farblich noch schön. Hier schnell ein paar Gegner wieder markieren. Einfach ein bisschen random reinfilmen. Dann markiert es aber das schon. Dann haben wir hier vorne wieder einen, der ist logischerweise auf einer Aussichtsposition. Jetzt kann sein, dass ich da das mal was anderes von diesem Game in 2 Teile splitten. Es scheint jetzt doch noch ein Moment zu gehen, wenn ich gerade jetzt merke. Wir nähern uns jetzt zwar im letzten Drittel, aber ja. Eine halbe Stunde können sie schon gehen, die Mission. 40 Minuten habe ich das letzte Mal genau gebraucht, ja. Also jetzt können wir hier einen anderen Sniper aufnehmen. Ja, machen wir das mal. Oh shit, jetzt werde ich hier wieder entdeckt, jetzt kann man anblicken. Jetzt hier hat es eine komische Sache. Es wäre eben cool, wenn ich weiter unten wäre. Da oben ist auch noch einer, genau. Schnell schauen. Da ist nicht viel Wind. Ja, das sollte gut gehen so. So. Kann ich auch mit dieser mehrere Feuerstöße geben? Das muss ich dann ausprobieren bei diesen 2 Gegnern der Tunge vielleicht. Wenn ich nicht gerade beide verwünsche. Die Frage ist immer, wann bleiben sie stehen? Wann checken sie schnell ihre Waffen? Die schießt noch schnell, finde ich. Oder mit ziemlich Druck. Das wäre das 2. He? Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Einer. Ah, shit. Da ist schnell weg. Aber jetzt müsst ihr schauen. Er weiss, dass ein Sniper neben ist. Er weiss es. Darum wartet er jetzt ein bisschen. Aber jetzt fühlt er sich besonders mutig. Stell einfach mal raus. Oh, ja, jetzt bin ich noch gerade auf Escape gekommen, sorry. Gut, jetzt. Jetzt von der gleich Teil an, der richtig mühsam ist. Oder auch mal war. Der Unge ist gerade kennen, das ist gut. Das ist eigentlich auch so ein bisschen ein Wallhack oder so, der Feldstecher. Also, wirklich noch gäbig. Jetzt hat es hier noch ein bisschen, genau, ein schönes animiertes Feuer und so. Hier so ein bisschen ein Häuschen. Also eben, die Grafik ist nicht leid. Es tut sich auch ein bisschen einigermaßen etwas spiegeln im Scope. Seht ihr, die Flammen sind sicher auch nicht unbedingt die hässlichsten, die es gibt, aber hey, ich weiß nicht, ob man das auch im Video auch sieht. Oder ist das auch nur auf dem Display? Weil ich habe es eben momentan auf 2 Bildschirmen kopiert, spiele es auf dem Laptop und habe es über Elgato noch über ein anderes Display. Jetzt kommen hier ein paar Gegner haben. Genau. Jetzt muss ich hier kurz mal ein bisschen chillen. Einen verwünschen wir, würde ich sagen. Der 2 da und auch. Ja. Der 3 ist da hinten. Versteckt sich intelligenterweise. Komm schon. Da hätten wir auch. Ja, das war jetzt keine Sache. Ich habe es sogar noch ein bisschen verhängt wegen dem Texten. So, eben, dann habe ich es mit dem Laptop im HDMI out auf Elgato und dann auf einen HDMI-Bildschirm halt noch. Und es kann sein, dass das die kleine Grafikkarte, die hier in diesem Laptop schlummert, schon ein bisschen stresst. Aber da verläuft es auf jeden Fall flüssig. Jetzt machen wir hier wieder das Feldstecherspiel. Hier sind glaube ich etwa 4. Hier wird auch wieder ein schöner Doppel-Headshot möglich sein. Hier die ganzen Blätter und so bewegen sich schon noch ein bisschen strange. Wie viel Wind hat es auch hier? Den darf ich eben nicht verhängen, den Schuss. Der ist gut gegangen, oder? Ja. Sauber. Gut. Nein, unten bleiben, ja. Jetzt müsst ihr schauen, jetzt muss man hier so in die Pflanze reinkriechen. Man ist unsichtbar, wie gesagt, wenn man so kriecht. So. Und dann seht ihr ja, wenn die Pfeile übereinander liegen, er tut sich Kopf ein bisschen hin und her. Aber das können wir ausgleichen. Und dann gibt es hier einen Doppel-Headshot. Der hinten auf dem Jeep, ich glaube, der schnallt nie etwas. Da tut uns ja alle die Dümmsten her. Ah ja. Jetzt ist hier hinten noch einer. Und jetzt müsst ihr schauen, jetzt kannst du dich hier einfach vorwärts bewegen wie ein Wurm. Du bist völlig unsichtbar für die Gegner. Jetzt kommt er spienzeln, ja. Das ist immer schön, dass sie so spienzeln können. Also.
Ja, das habe ich natürlich nicht gerade beim ersten Mal schon so machen. Ich habe wirklich hier eine Menge Anlauf gehabt, die ich durchgezogen habe. Und hier vorne kommt jetzt eigentlich die mühsamste Stelle für mich von diesem zweiten Level. Und zwar ist jetzt hier oben rechts ist ein kleines Gebäude, dort sind 5 Gegner, 4 stürmen auf einem zu. Dann hat man die Möglichkeit, sich hier bei diesem Stein so ein bisschen zu positionieren. Oder, so wie ich dann herausgefunden habe, was mir am besten ist gegangen, scheisse, jetzt kommt er schon der erste. Hier unten herliegen, ganz an die Wange rauf. Und dann kann man hier eigentlich so reinscopen. Ja, und ihr seht, der säckelt raus. Viel mehr macht er heute nicht mehr. Und jetzt können wir hier eigentlich warten, weil seine 3 Kollegen sind auch ziemlich coole Schauen. Und werden das Gleiche machen wie er, einfach dumm raussäckeln. Was bei uns dann zu easy Kills führt. Weil, wenn ihr seht, hier in dieser Aussparung, dort kann man auch schön durchschießen. Wenn man gerade vorne dran steht. Aber wenn man steht, dann ist es schwieriger zu treffen. Weil er dort viel mehr hin und her schwanken. Und sie können auch hersäckeln und einem ziemlich easy runterballern. Also von dem her wirklich nicht zu empfehlen. Ich habe ein paar Mal hier den Löffel abgegeben. Und von dem her ist es wirklich eigentlich hier hinten am besten. Es ist so, dass der vorne wartet noch ein bisschen. Ihr seht, die 2 Gegner links im Radar. Der Ober von diesen 2, der ist ein bisschen unschlüssig. Und das ist jetzt für mich eigentlich eine neue Situation, weil der ist bisher immer rausgesäckelt. Und das bedeutet eigentlich nur eins, wir müssen ein bisschen führen. Es ist aber eben, oh jetzt kommt er, fuck. Schöner Moment, schön, ui. Schön triggert, ja, der ist da, der zieht. So, nein. Ja, zum Glück ist das so eine gute Sniper, also empfehle die aufzunehmen. Die habe ich bisher noch nie genommen, weil ich mir gedacht habe, ja. Also jetzt so noch ein kleiner Trick. Und zwar könnt ihr hier vorne ziehen. Und jetzt geht er ja, da oben ist irgendwann noch ein Gegner. Jetzt wird er hier an der Wange entlang laufen. Hier ist es, genau. Hier so an diesem Stein. Ja, ich weiss doch auch nicht genau. Ah, da ein bisschen hinter diesem Busch. Ist es dann so, dass man hier drüber spienzeln kann, ein bisschen zurücklaufen noch. Und der ist dann teilweise gerade noch sichtbar. Jetzt, wenn nicht zu viel Wind ist, jetzt warten wir schnell, jetzt läuft er. Ah nein. Nicht zu viel Wind ist, kann man ihn hier exakt ausschalten. Und er ist auch nicht wirklich das Problem, wenn man um eine Ecke läuft, aber es ist eigentlich ein wunderschöner, den Typ so über die Kante fertig zu machen. Ohne dass er auch nur eine Ahnung hat, wo man steht. Jetzt ziehen wir hier mal schnell rauf. Hier ist wieder ein Sniper-Spot. Jetzt texten sie das Zeitchen. Wow, wir sind bei einer halben Stunde, also die 40 Minuten werden es auch schon werden, so wie ich jetzt hier sehe. Oh mein Gott, weißt du, also die Story hätte es, nein, wenn sie keine Story hätte, hätte man sich auch beklagt, das stimmt, aber es hat glaube ich noch nie ein Spiel gegeben, das mich die Story so wenig interessiert hat. Egal, also jetzt müssen wir uns hier nähern. Ihr seht, meine Jungs sind hier hinten, Sniper, dann da haben wir noch das Einsatzbötchen und so. Und wir müssen jetzt hier vorne mal die Gegner fertig machen. Jetzt kann ich nicht mehr weiter gegen links. Jetzt schon wieder. Also es ist, von Steuerung ist es aber auch ein bisschen crazy. Verstanden. Jetzt reden sie von einem Sturm. Ich habe den noch nie gehört, den Sturm. Bereit. Oh nein, der war leid. Come on. Ja, fuck. Ja, eigentlich hätte man ein bisschen warten, bis er aus dem Licht ist. Aber so, jetzt muss man hier spottern, genau. Da. Und da. Und dann muss man die Lichter. Da. Komm schon, schieß. 1, 2. Und jetzt kommt hier noch einer raus. Jetzt kannst du schön auf das Käntchen eigentlich hier gerade. Schnell ein bisschen warten. Luft anhalten. Da rauspfeffern. Und dann haut es da um. Zwar kein Headshot, aber auch kein Risiko eingegangen. Also, jetzt ist da einer. Das sind 2 Sniper. Genau, da zuerst. Immer der das Fadenkreuz hat, muss man killen. Oder die mehreren. Wow, der war knapp, aber ja, der hat schön gelenkt. Easy. Da hätten wir jetzt auch noch 2. Ich muss den mit der wenigen Kopfbehaarung verwischen. Easy. Sie verwischen der zweite, gut.
Jetzt müssen wir das Licht zerschießen. Cole, schieß die Lichter am Steg aus, damit sie die Leichen nicht sehen. Komm schon, wo ist das Kreisli hier? Da, 1, Guter Schuss. 2. Gut. Gute Arbeit. Also, jetzt kommt der Karren. Jetzt verteile ich die sich ein bisschen und dann, wenn der eine da oben ist, muss ich den erledigen. Können wir auch ein bisschen warten. Dann ein bisschen zuschauen. Nur noch etwas. Aber ja, wenn man es kennt, ist es eh nicht so stressig. Wartet ab, sauber. Einer ist hinter diesen Fenstern. Der erste, Abschluss bestätigt. jetzt kommt der zweite. Wagen ist das nächste Ziel. Und jetzt der dritte, da läuft es da rauf, komm. Was? Nein, ich habe daneben geschossen, drum. Fuck it. So, ausgeschimmelt. Nein. Den verhänge ich. Zum Glück nicht. Gut, Alle weg. Ein Okay von Schwenker. Das war jetzt nicht so schön gewesen, muss ich sagen. Uniform. Was ist der Status für die Villa? Die Anlage wimmelt nur so von Feinden. Ein direkter Angriff wird nicht empfohlen. Wir haben neben dem Laubengang etwas identifiziert, das wie ein Hauptschaltkasten aussieht. Kannst du den ausstellen, Anderson? Das Nachtsichtgerät wird 3-1 von Vorteil sein. Ja, vorhin im näheren Zoom hat er schnell gesehen, wie das Zeug so aussieht. Und eben, wenn aber Killcams kommen, dann sieht man auch, dass es eben nicht sonderlich schön ist. Jetzt müssen wir auch einfach den Tank in die Luft gehen, genau. Ah, es ist gar kein Wind, he? Aber gleich geht sie natürlich ein bisschen. Direktortreffer und Lichter aus. Warte auf dein Kommando, Razor 3-2. Vielleicht solltest du auf den Schuss halten. Weißt du, jetzt texten sie da irgendwelche Scheiße. Und ich mache eh mein Ding. Ey, nein, jetzt regt es mich da auf. Warte schon. Wow, Leih geschossen, ha? Jetzt dürfen sie einfach den Alarm nicht auslösen. Okay. Jetzt ist da oben noch einer. Weißt du, der hat auch nichts geschnallt. Und der da unten. Den habe ich vorhin nicht verwünscht, scheinbar. Ha? Gut. Das hat jetzt noch schön ausgesehen mit dem Pool und der Sonne im Mond. Ja, aber sonst, ha? Weiter jetzt. Uniform Razor 3-3. Wir nähern uns. Nicht so prickelnd. Roger. Wir können wie geplant fortfahren. Jetzt ist das ganze Team im Einsatz, schön am Steg raufsäckeln. Irgendwie wird es jetzt ein bisschen dunkel und jetzt wird da Text, eine schäbige Zwischensequenz. Okay, los jetzt, weil der eine oder andere möchte es vielleicht gleich sehen. Es sieht nicht ultra schlecht aus, aber ich finde, so Zwischensequenzen hat es auf der PlayStation 2 auch schon gegeben. Oder auf der alten Xbox. HVT kommt. Ich finde, die Auflösung ist ein bisschen tief. Ja. Alles eher ein bisschen simpler gemacht, aber das muss ja nicht unbedingt das Problem sein. Charakter bewegen aber sogar zu Move, wenn sie reden, auch im Spiel, aber das sieht auch eher lustig als realistisch aus. Jetzt kommt da irgendeiner zu fahren und mir wird es schon langweilig, darum sorry zusammen. Jetzt muss man da irgendwie, genau, Rechte Seite. Bin soweit. doch ein bisschen den Jungs Unterstützung geben. Feindlich Scharfschütze. Kann ihn nicht sehen. Nix. In Deckung. Ah, okay, das ist eine rechte Distanz, da muss man... Fuck. Ja, nein, 3 Schüsse, 3-mal daneben. Das kommt gar nicht gut. Falco, linken um. Happy. Da oben ist noch einer, hä? Feind links. Erwischt. Okay, unten hat man schön bleiben. Sie stehen, weißt du, da bin ich wirklich äußerst dankbar. Dranbleiben, vorwärts. So kann man sich wenigstens ein bisschen Zeit nehmen und die sich aufs Korn nehmen. So, jetzt ist fertig, egal was man macht. Jetzt werden sie hier gefangen genommen und so. Gut, das ist noch ein bisschen Action, das schauen wir uns. Aber es sieht schon sehr strange aus, das muss ich auch wirklich sagen. Vor allem jetzt müsst ihr schauen, wenn der angeschossen wird, genau. Ich weiß auch nicht. Jetzt sehen wir mal einen für die Lichter auszuschalten. Ja, die Schuhe, die im Boden stecken, das ist ja nicht so ein grosses Problem. Dispatch, wir haben ein Problem. Jetzt können wir doch ein bisschen zuschauen, die eckigen Lichter und so. Wenn ich jetzt nicht schieße, könnten sie draufgehen. Negativ, Henderson. Dann werden wir wieder die verdammte biologische Waffe verlieren. Ich lasse nicht zu, dass unter meinem Befehl so ein Fehler passiert. Sie müssen Merinow um jeden Preis abfangen. Unsere Männer werden wohl in die gleiche Richtung gebracht.
damit sie nicht sterben. Ja, und der Charakter, der man ist so ein bisschen ein grantiger Giel, hä? Sir. Wow. Also ja, das wär's gewesen. Ihr seht, oh okay, 31 Minuten. Bin ich doch ein bisschen schneller gewesen das Mal. Immerhin 2 doppelte Kopfschüsse. Ja, das wär's gewesen. Noch ganz am Rand, möchte ich hier noch einen kurzen neuen Buchstaben eigentlich auch gerade releasen. Und zwar ist das, ich muss schnell in meinen allzu wichtigen Notizen nachschauen, der A. A wie Anna, A wie Ananas. Ja, etwa so. Hoffe, hat euch gefallen. Also, hoffe, ihr seid gut unterhalten worden, ich sage es so. Weil das Game eben, zusammenfassend kann ich es wirklich eigentlich nicht empfehlen. Es ist nicht ultra schlecht, aber jetzt gerade mit den ganzen Bugs, die ich jetzt hier bei der PC-Version hatte, ist nicht wirklich so schön. Die Grafik ist schon nicht wirklich spektakulär. Die Gegner sind ziemlich dumm. Ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Ciao zusammen.